Dankschein von der Buchharchen Eihe ab einen Stein, geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 2. Die 4 Grundgesetze von der Ehe. Kapitel 2. Das Geheimnis von einer falschen Ehe. Der Zustand von den meisten Ehen vandaag ist unruhig und vom Storm hanentriegeschmeten. Wenn viele Menschen noch sehr Jahren eine Ehe haben wollen, wird durchhofft, glauben aber immer weniger, dass sie wirklich Erfolg haben können. Die Berichte von wirklicher ehelicher Freiheit sind wenig und weitluftig, und über die Geschichten von Anblick sind Dinge, die alle Tag passieren. Even eine längere Zeit haben die Angst und Unsicherheit zugenommen, als die Nummers von topbrekenden Ehen abgegangen sind. Die Folgen davon sind eine Gesellschaft, wo immer mehr Menschen einlässig bleiben und mehr Paaren bloß taub wohnen und andere wie sehen, bis sie die Ehe, und die wird sich noch befreien, dann dort mit grader Vorsicht. Von all den gesellschaftlichen Gruppen und Einzelnen, die negativ beeinflusst worden wegen das Verfallen von den Ehen, sind keine Dollar vertrümmert und geschlagen als die Menschen, die das versagt und daran gefehlt haben. Ein Daunt, wo viel Freiheit unsere Gesellschaft sich all genommen hat, oder wo gewöhnlich die Ehescheidung all ist, aber die Folgen von dort ein paar abbricht, sind verwüstend. Die Schwappe Weidog und die Gefühle, dort gesellschaftliche Raufkicken auf Sonne, die Weidog für die Kinder, die daran verwickelt sind, in starker finanzieller Verlust, für beide Seiten, sind bloß Wort von den Ursachen, wo so Millionen Menschen sich krallen, wenn das Thema von der Ehe abkommt. Was diese Situation noch schwieriger macht, ist die Wahrheit, dass es ganz unnötig ist. Ja, dort hast du recht gelesen. Die verwüstenden Umstände von den vandaagschen Ehen sind unnötig. Jeder schlechte Ehe in der Scheidung, was darauf folgt, wird fortbegehen sein und gehen mit ein fastet, zufriedenstellendes Verhältnis zu ersatten, wann jeder Paar bloß Gottes Plan noch gehen wird. Vom Anfang von der Schöpfung an, als Gott das erste Paar, Adam und Eva, mög, hat er einen vollkommenen Plan für die Ehe. Anlächerlicherweise sind viele Menschen da nicht über gewahr gewesen. Als eine Folge davon haben sie sich selbst vorangedreht, um Antworten zu finden. Wen Gott der Schöpfer von den Menschen ist, und die, was die Ehe geplant hat, ist allein he die, was die Fähigkeit hat, hier über ein Anweisungsbuch zu schreiben, und er hat das auch getan. 1. Mose, das erste Buch in der Bibel, ist ein Bericht von was bei der Schöpfung passiert. Als Gott erst alles gemacht hat, was zu Himmel und Erde gehört, formt er den Mensch von den Stoff von der Erde. Als Adam erst gemacht wird, und aber da wir keiner was passend wir, um den Mensch zu halten, 1. Mose 2, Vers 20, sagt uns die Bibel, dass Gott verursacht, dass Adam in einen tiefen Schlaf fall, 1. Mose 2, Vers 21. Von Adam seine Seed nahm Gott eine Rab und formt Eva, Adam seine Früh. Wenn du sorgfältig über das nachdenkst, sitzt du, dass Gott seine Schöpfung von der Früh vollkommen wird. Ein leibender Gott an dem Scheinengorden Eiden führt eine göttliche Operation an dem Mann durch. Von Adam seine Rab formt Gott das ganz stromste Wort, die Früh. Das ist interessant und bedeutungsvoll, dass Gott einfach von der Stadt nahm, wo das dichtste bei an Adam sein Hort wie eine Rab. Von Anfang an hat Gott einen sehr scheinen und vollkommenen Plan für die Ehe. Der Plan hat keinmal geändert. Ein Daunt, wo sei oder wo vorkan die Welt uns ändert, kann wir daran Trost finden, dass Gott nicht ändert. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist dieselbe gestern und vandaag und für alle Ewigkeit. Wenn Jesus keinmal ändert, dann ändern Gott die Vater und der Heilige Geist auch keinmal, wegen die sind alle drei eint. Gott ist durch die ganze Ewigkeit unverändert. Wo ganz anders als die Welt uns. Was Menschen denken oder leben, kann über Nacht ändern, wenn eine Neuigkeit abkommt oder wenn die Wissenschaft was nie uitgefangen hat oder ein neues Movie uitkommt. Das ist schwer an ein unsicheres Weltsystem, so dass wir haben, eine faste Ehe zu bauen. Daher soll wir im ersten Fall unsere Ehe noch nicht auf die Welt ihr System gegründet bauen. Wir müssen unsere Ehe auf Gott sein Wort bauen. Jesus hat uns klar gesagt, ob was wir rechnen können, wenn wir uns dort wählen, unser Lebens auf den Grund von Gott sein Wort zu bauen. So ist ein verständiger Mann, der sein Haus auf dem Steingrund baut. In der Regen fallen dort, wo der Keim und der Wind bloßt, und schlug je in das Haus, und dort fällt doch nicht, weil es dort auf dem Stein gebaut wird. Und wer meine Rede hört,
en nicht dat, wat ich gesagt hab, als ein anverständiger Mann, der sein Haus ab dem Sand büht. En als dann die Regen fallen, dat wordt ik heim, en de wind bloos, en je in dat huis schlucht, valt dat met grote krachend op. Matthäus 7, vers 25 bis 27. Dat Geluids van krachen van eigen Ramans is nicht ein Beweis, dat eigen nicht schafft, aber dat is ein Beweis, dat er nicht vaster Grund is für die eigen wat verfallen. Dat is kein Toeval, dat die vandaagse Gesellschaft, wat Gott sein Wort verschmeten haft, zo'n Schwierigkeiten haft mit der Ehe. Wann wir Gott sein Wort und seinen Plan verschmieden, können wir die Ehe nicht am Schaffen kriegen, wer ihn dort schafft modern, wann wir dort ab Gott seinen Weg tun. Wann wir uns selbst dort erwähnen, dort wir Gottes Plan für die Ehe lehren und befallen wollen, wo wir die Sicherheit und Erfüllung, was uns nur verlangt, anfangen zu erfahren. So als Jesus sagt, die Regen wird kommen und der Wind wird gehen uns alle pusten. Aber das Versprechen für die, wems Lebens ab die Wahrheit von Gott sein Wort gebüht sind, als faste Stunden durch die Herausforderungen und Änderungen, was das Leben mit sich bringt. Sein Wort ist ein fastes Fundament, auf dem wir erfolgreich bühen können. Dort ist gute Nachricht. Die weitere 4 Kapitel von dieser Aufteilung handeln von einem korten Aufschnitt von 1. Mose Kapitel 2. Wenn der Aufschnitt auch markiert ist der Inhalt gewaltig. So wichtig sind diese Werte in Verbundschaft mit der Ehe, dass Jesus 1. Mose 2, Vers 24 zitiert, zu die Pharisäer, wat am Anreden über Wahrheit in Ehescheidung ancheckt. Kijk in Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Der Apostel Paulus zitiert 1. Mose 2, Vers 24 auch, en seine Lehr über die Ehe zu der Kirche in Ephesus. Kijk in Epheser 4, Vers 31. Gott seine Grundgesetze für die Ehe. 2 wichtige Dinge über diesen Aufschnitt an 1. Mose müssen verstanden worden. Erstens, 1. Mose 2, Vers 24 und 25 ist der erste Aufschnitt in der Bibel, wo Gott seinen Plan für die Ehe offenbart. Zweitens sind da 4 Grundgesetze für die Ehe in diese 2 Vers zu finden. Dort gibt kein Weg, dass diese Gesetze zu sehr zu betonen gehen, während jeder ein von denen ist für eine erfolgreiche Ehe nötig. Bloß ein von den Gesetzen zu brechen, kann ihrens das Schaden zu das Eheverhältnis bringen, sogar wenn es auch nicht bei einer Ehescheidung kommt. 2 oder mehr von den Gesetzen zu übertreten, bedeutet für sicher, dass jene Hoffnung Frau zu sein verdammt ist. Lees diese 2 Vers sorgfältig über. Da wählen jet ein Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau und sie sind eint. Und der Mann und die Frau wären nacktig und schämten sich nicht. 1. Mose 2, Vers 24 und 25. Wenn ich die Wichtigkeit von diesen 2 Vers auch sehr betont habe, sieht das mir gerade so nicht nur, dass diese Vers so gewaltig vollgepackt sind, als ich sehe. Aber die sind doch. Als ich das am Anfang las, dachte ich, dass wir ein bisschen so eine zugedachte, gedichtliche Diedung für die geistliche Bedienung von der Ehe. Wenn das auch zum Teil so sein kann, habe ich gefunden, dass diese 2 Vers lebensverändernd und eheradend sind. Für meine Frau und ich und für tausende andere. Unglücklicherweise, diesen Aufschnitt auch zu verstehen und zu wenig zu achten, hat verursacht, dass viele Paare durch die Tiden unnötig sehr herumgegripst haben, nur die falsche Wahrheit über die Ehe, wenn die Wahrheit auch ohne ihre Nächste finden wir. Eint wird verhindert, dass das Aufschnitt von 1. Mose 2, Vers 24 und 25 erkannt wird, als Gott sein universaler Grund für alle Tiden für die Ehe ist, dass der Aufschnitt so kort ist. Wenn das Aufschnitt länger wird und alle einzelheitlich ausgeschrieben, wird wir geneigt sein, diese Vers ernst zu nehmen. Aber Gott sieht alles, was er nötig hat zu sagen, und wenn je wird, und jeder Wort ist ewig in eine wichtige Wahrheit für die Ehe. Weit's noch von Johannes Kapitel 11, der Geschichte, von wo Jesus Lazarus vom Tod abwürg, sieht bloß 3 Wörter. Lazarus, steh ab. Aber die 3 Wörter haben die Kraft, abzuwagen. Krieg so können Gott seine Wände, aber Gott ausgewählte Wörter für die Ehe in 1. Mose 2, Vers 24 und 25, die Kraft haben, verbrochene Verhältnisse zu heilen. Ich weiß, was ich sage, wenn ich wie auch einmal das Opfer von Anweitenheit und Ungehorsam zu dieser wird. Und in 1976 hatte ich nicht bloß Hoffnung für meine Ehe verloren, aber auch in die Ehe aus dem Ding. Von dort erkenne ich, dass das Problem nicht bei Gott oder an Ehe liegt. Vom Anfang hat Gott das geplant und so wollt, dass Paaren in erfüllende, mögliche Verhältnisse leben sollen. Um uns zu helfen, das zu tun,
Jij für uns an sein Wort alle Anweisungen und Weisheit, wat wir neidig haben, für ganzen Erfolg. Lees die nächste 4 Kapitel mit ein offenes Hort und Gott wird durch die Kraft von sein Wort an deinem Leben wat daunen. Anweitenheit und das Verschmieden von Gott sein Wort hat das Problem verursacht. Recht angewandt kann bloß Gott sein Wort eine wirkliche Leisung geben. Hij mag angesund durch sein Wort en Rat an vom Graf. Psalm 107, Vers 20. Dankeschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.